du ja wieder sagen wirst, so, bei der Tour will ich die Spieße. Boah, da war ich so aufgeregt. Und ich habe halt meinen Chef sowohl mit ihm rumschmusen sehen, als auch immer eine Oberhauen sehen. Ja. Ja, Prost, Servus. Hallo. Ich glaube, relativ unbekannte Gesichter hier vor Ort. Möchtest du dir mal vorstellen, falls die Leute nicht mehr wissen, wer du bist? Hallo, ich bin die Sabrina. Ich bin 27 Jahre alt und meine Hobbys sind Tanzen und Kino und mit Freunden treffen. Das sind so genau diese Tinder-Biografien, wo man immer nach links swiped. Links ist nein, oder? Ja, Oh. links ist tatsächlich nein. Ich bin der Tom, ich bin der ehemalige Azubi von Los Brutalos, werde zwar immer noch Azubi genannt, aber ich bin es nicht mehr. Bin 29 jetzt, Sabrina ist übrigens Single, das würde ich bloß noch mal kurz dazu gesagt haben. Tom auch? Na. Genau. Und ich bin halt zu Gast beim Podcast, um Menschen zu ersetzen. Ja, Das weil heißt, die die Jungs jetzt- sind weg. Ja, und die kommen nie wieder. Nie wieder. Ja, die Nächste werden nämlich Woche. beim. Nein, Ich glaube, dass die sterben, ehrlich Ja, gesagt. ich glaub, dass die beim die Flug- gerade in diesem Moment sterben, da ist es gerade bei irgendeiner 1 Mafia. Uhr früh. Die werden gerade irgendwo in einem Puff elendst verrecken. Ja, wahrscheinlich schon. Die haben wahrscheinlich irgendwem falsch angeschaut, falsch angeschielt. Ja, sowieso bei so einem Kampf. Da Ja. gibt's ja. Die sind gerade in Thailand auf Boys Trip. Oh, das war so geil, wenn die da wirklich zu so einem MMA-Fight gingen. Ja, wollen sie ja, glaube ich. Oida. Und da wird der Old wird sich da nicht zurückhalten, damit reinzusteigen, besoffen. Auf jeden Fall. Was haben wir für ein Video angeschaut, wo die die ganze Zeit von dem Haus runtergesprungen sind in den Pool? Und dieses wie Thailand-Video. hieß Ich weiß auch nicht mehr. Das war so ein ultra geiler Typ mit Irgendwas mit Schnurri. K. Boah, keine Ahnung. Das war ein saugeiler Typ mit Schnauzer und Fokuhila und der macht halt so Parkour-Freestyle-Scheiße. Karre. Und der ist halt, keine Ahnung, der ist halt also die springen halt von einem Hausdach in einem Pool und sowas und die waren halt auch in Thailand in so einem MMA-Boxing-Ding Ja. und haben da halt die Leute voll angefeiert und dann waren da halt besoffen drin und haben die ganze Zeit rumgeschrien. Finde ich saugeil. Das Auch wird vor dem passieren. Vibe gehabt. Machen Kann wir mal schon rein. Sorgen. Heute Bangkok. 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 Ich glaube, das wird der schlimmste Podcast aller Zeiten. Ja. Also, Jetzt müssen wir die ersetzen, damit hier irgendwas hochgeladen wird, aber naja. Aber ich habe was vorbereitet. ja. Und ich habe auch meinen eigenen Podcast, von dem her bin ich ja gar nicht so blöd zum Reden. Soll ich jetzt Werbung machen? Na, Okay. die wissen, wer ich bin. Ich habe einen Tierfakt für dich mitgebracht. Okay. Wusstest du, dass eine Gruppe von Flamingos sich Flamboyance nennt? Flamboyance. Flamboyance. Spricht man das wirklich so aus? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich konnte es nicht googeln. Das hat ChatGPT mir gesagt. Entweder Flamboyance oder Flamboyance, aber auf Englisch, Flamboyance, das ist Englisch. Flamboyance. Okay. Heißt auf Deutsch Pracht oder Extravaganz. Es passt voll zu Flamingos, weil die so pink sind. Mhm. Und so heißt auch eine Gruppe von Pinguinen. Weißt du eigentlich, Pinguine gesagt? warum Flamingos so pink sind? Ja, weil die so viel Dinge fressen, oder? So Krabben, Krebse. Genau. Sehr gut. Ich bin ein Sluttinger. Ich würd tatsächlich wegen Alge sagen. Tatsächlich. Aber Alge? die Krebse machen mehr Sinn und deswegen habe ich da einfach zugestimmt. Nein, ja, grün. Meinst du, man kann die anders färben? Oh, bestimmt. Ich glaube, das ist eher wegen Evolution und so ein Scheiß gekommen. Verstehst? Checkst du? Aber was, wenn die was andersfarbiges essen? Nee, ich glaube jetzt nicht, wenn es mal Kacke fressen, dass braun werden. Naja, Ja, weil. okay. So viel zu Flamingos. Ja, danke für den Fact, der hat mir wirklich. Ja, Ich werde zum Kevin Spader verzeihen. shit. Also, Wochenrückblick. Die Boys waren nicht wirklich beim Songwriting in Wien. Mit den Clue Boys, wie sie es das letzte Mal erzählt haben, sondern die waren saufen. Ohne uns. Ohne uns. Ich, weil Frau, er, weil Tom. Autsch. Das ist viel mehr dabei, du als Frau. Ja, da waren die dann schön saufen und sind nach Thailand geflogen. Jetzt in Thailand. Das ist doch recht Wochenrückblick. Wir haben dann hier übernommen. Nicht ein Musikvideo für Kid Rap gedreht, so wie es geplant war. Na. Ach so, übrigens.
der neue Song vom Kitschab ist draußen seit Ach, ist der Song trotzdem draußen? Donnerstag. Ja. Ups. Soll er nicht mehr abbrechen Neuer Song können. vom Kid Rap ist draußen. Ja, Herzen Ohne euch auch. Musikvideo. Ohne Link in der Beschreibung. Ihr sollt es Upsi. einfach noch finden. Okay. Aber auf diesem Account. Ja, genau. Also das war geplant gewesen, dass wir das dran am Dienstag, heute ist Mittwoch. Ja, mei, jetzt sind sie halt in Thailand. Im Ist Puff, wie gesagt. Ja, ist halt jetzt blöd gelaufen. Und ja, Ich glaube, die haben da ein bisschen was vor, Los Brutalos-mäßig tatsächlich, zum Drehen, wenn sie es schaffen. Jetzt habe ich wahrscheinlich zu viel Hauptsache verraten. die Kamera haben sie verzogen. Ja, Vielleicht hat er da unten sein wir brauchen die Musikvideo. Kamera. Ja, das wäre cool. Kriege ich aber kein dafür sind Geld. die zu fertig. Ja, obwohl, ja, gut. Ja, doch. Die haben Ja. auch gesagt, sie nehmen vielleicht einen Podcast auf. Und jetzt sitzen wir hier und versuchen irgendwie was Interessantes zu erzählen. Wir wissen nicht, ob sie den Podcast aufnehmen. Na, stimmt. Das ist Aber die eben. Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ach. Echt? Glaubst du nicht, dass sie Klein mitten hinter im, diesem Mikro. dass man es wieder der Tobi fühlt, der huckt aber so da. Der versteckt sich ja so halb hinter dem Mikrofon. Das stimmt. Dieser Tisch nervt mich, ich darf mich echt nicht abstützen Ja, drauf. das habe ich denen eigentlich schon mal hier als Notiz geschrieben, dass der Tisch wackelt. Nichts dagegen getan. Naja, Warum Thema auch? der Woche. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass wir hier arbeiten bei Los Ja. Brutalos. Ja, Das einer der ist jetzt besten Teil Podcasts. 2, weil sich ja viel geändert hat seit dem letzten Mal. Das ist ja jetzt wie lange her? Da bin ich noch Moped gefahren, das müssten 4 Jahre sein. 4 Jahre! Bei Gott. Also da bin ich noch Moped gefahren und der letzte Zeitpunkt, zu dem ich Moped gefahren bin, der am nächsten hier dann liegt, ist 4 Jahre her. 23. Da war ich 17. Fuck. Ja, genau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was wir da alles erzählt haben. Das ist schon lange her. Das heißt, immer wenn wir was doppelt erzählen, uns das einer sich merkt, wahrscheinlich der Frido, dann trinkt man Shot mit dem. Habe ich jetzt entschieden. Oh ja, geil. Aber Das, ja, und das Angebot gilt für ein Jahr. Ab heute, 19. Ja. März 2026. schreib's bis uns dahin. einfach, schreib's uns Könnt ihr einfach auf schreiben? Instagram bitte, uns privat und dann Weil ich saufen wir weiß mit dir. nicht. Ja. Weil erster Punkt wäre, was ist unser Job? Das haben wir wahrscheinlich schon erzählt, aber wir können ja noch mal umreißen. Ja, genau. Also damals werde ich wahrscheinlich gesagt haben, dass ich Praktikant bei Los Brutalos bin. Jetzt bin ich Freiberufler bei Los Brutalos, was nicht unbedingt besser ist, aber halt Zeit wert. Wenigstens. Ich bin gelernter Mediengestalter im Bild und Ton. Heißt, ich mache Kamera, ich schneide, ich colorgrade, ich mache Ton. Ich bin eigentlich die Bitch für alles. Ton. Manchmal höre ich ja Autos aus von Freising ab und verschwende damit meinen ganzen Tag. Genau, eigentlich bin ich die Bitch für alles im Endeffekt. Ja. Und halt jetzt hier Podcaster. Na, Podcaster? Ja. Ja, same mit Bitch für alles. Definitiv. Bloß halt nicht gelernte Bitch, sondern studierte Hey, Bitch ich für bin alles. studierte Bitch für ja, das alles, wollte ich ja. gerade sagen, ja. Ich habe einen Bachelor und hock auch hier. Werden nicht bezahlt für das, was wir hier gerade tun. Will ich nur mal kurz mich beschweren. Was mir gerade auffällt. Ist die Kamera aus? Na, ich glaube nicht, aber ich habe gar nicht geschaut, ob mein Kopf abgeschnitten ist oder nicht. Ja, schau lieber mal nach. Wie denn? Also, Ja, ich bin jetzt kurz mal allein unterhalten, wenn Sabrina schaut, ob mein Kopf abgeschnitten ist oder nicht. nee, gar nicht. Sehr gut. Das ist doch wunderschön. 0,0. Geil. Völlig umsonst. Ja, es tut mir leid. Es tut mir Naja. leid für die Pause. Also ich bin Roadie. Immer noch. Aber jetzt Chef Roadie. Ich glaube, ich war damals kein Chef Roadie. Du hab warst ich- damals gar nichts. Doch, ich war Nein. ich kein Roadie. Vor 4 Jahren. Geil, ich bin Vor jetzt 4 Roadie. Jahren warst du das erste Jahr da. Echt? Ja, weil ich bin jetzt seit 6 Jahren dabei und du bist, glaube ich, nach meinem... Boah, da war ich so aufgeregt. Ich glaube, das Ich bin war... davor fast gestorben. Ich glaube, fast das war der kotzt. erste Jahr. Ja, krass. Ja, stimmt. Ich bin jetzt seit 4 Jahren dabei. Yep. Ich hatte letztens 4-Jähriges am 1. Februar. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt Roadie. Das heißt, ich baue die Technik auf und ab. Und das Bühnenbild. Und das habe Und ich du auch lässt es ja gebastelt. gern anschreien. Ja, gern nicht. Aber sie Es tut's. passiert hin und wieder, wenn es Unstimmigkeit mit dem Kostüm gibt und Stress vor der Show. Das heißt immer, die sind nicht aufgeregt vor der Show. Das stimmt auch irgendwie, aber Stress ist trotzdem. Ich glaube, dass halt der Aber das will ich gar nicht Perfektionismus so da ein bisschen, sagen. ich Eigentlich glaube, ist dass halt immer- der Perfektionismus da ein bisschen da durchschaut. Ja, und das ich ist ja nicht, dass auch gut sie, so. Also ich glaube eher, dass sie nicht aufgeregt sind.
Ich habe mir das ein bisschen abgeschaut von denen, weil nach 4 halbe bist du auf jeden Fall nicht mehr aufgeregt. Da machst du eher Sorgen, ob du wegen dem ganzen Springen auf Bühne kotzt oder nicht, wegen der ganzen Kohlensäure. Das ist doch schwer. Na, danke. Ich glaube, dass ich dann sterbe. Der lacht mir da die ganze Zeit schon, oder? Ja. Was ist denn für ein Brüssel? Also ich glaube, das ist dann auch richtig schwer, den richtigen Pegel zu finden. Wo dann die Aufgeregtsein weg ist und du motivierter bist, aber dann halt... Du, hast du mir in Oberammergau gesehen? Na? Ja, doch? Ja. Okay. Das waren 8 da war ich sogar nüchtern. Ja, das waren 8 halbe. Das war richtig abartig. Also jetzt will ich mal ein Tom-Show-Konzert sehen, wo ich nicht nüchtern bin. Ich war immer nüchtern. Oder? Was in der Bar nüchtern? Ja. Du bist du nüchtern gekommen und hast versucht, dein Ohr zum Saufen. Ja, genau. Gut, ja. Und das war ich zu langsam. Das sind die Besten, ja. Naja. Auf jeden Fall will ich das nochmal kurz, also das ist kein Stress davor, das ist immer geile Stimmung davor. Also wir saufen davor wir haben immer richtig Spaß, spielen manchmal Charade. Das habe ich jetzt viel zu negativ gesagt, das tut mir jetzt leid. Es gab Unstimmigkeiten wegen dem Kostüm, aber sonst... Ich glaube, es hat niemand negativ aufgefasst, tatsächlich. Ja. Aber hey, ich bin so ein kleiner Hater, so eine kleine Hatermaus. Ja, Hatermaus. Warum sagt man das heutzutage mit Maus? Maus, wo kommt das her? Ich weiß nicht. Und wo kommt flamboyant her? Ich weiß nicht. Aber ich hab's von Kidrap. Echt? Ja. Fick dich. Das ist zu viel auf TikTok. Ja. Ich wette mit dir, der ist in diesem Moment auf TikTok. Pass auf, der ist jetzt bestimmt auf Instagram online. Oder er schickt mir jetzt schnell einen Schwanzbeutel. Das macht er nämlich gern. Los Brutalos ist online auf Instagram. Kidrap, du sollst saufen. Naja, auf jeden Fall bin ich da quasi dann vor Ort Mädchen für alles. Ja. Und es macht aber richtig, richtig Spaß. Der Abbau ist immer ein bisschen anstrengend, weil da muss ich mich immer zusammenreißen, dass ich noch ein bisschen nüchtern bin. Was nicht immer klappt. Aber langsam. Jetzt wird es ja alles professioneller. Sicher. Und Musikvideos. Ja? Jetzt nächste Tour da. Okay. Ja, was? Das ist ja nix. Ich glaube, dass du da trotzdem mal neistellen wirst und dann ja, nächstes Jahr wieder sagen wirst, so, bei der Tour will ich die Spießer. Das ist ja die Kunst dabei. Das ist das gleiche, wie wenn man also für die Bühne den richtigen Pegel rausfindet. Das muss der richtige Pegel sein, dass ich hier am Feiern bin, aber halt mal das Leberkostüm nicht vergesse. 2-mal. Ja. Wobei einmal ist geklaut worden. Na, 2-mal habe ich es vergessen und einmal ist geklaut worden. Okay, das ist lustig. 3-mal. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall. Das nicht mehr. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Berufsweg, Leidenschaft, Scheiße, die wir da eingegangen sind. Na. Wie ist es dazu gekommen bei dir? Ich habe in der 9. Klasse mein erstes Praktikum gemacht. Wie bist du da auf die gekommen? Das ist lustig, weil meine Mom kennt eine Bekannte von den zwei. Froni. Ach, genau. Jetzt, ja, okay. Ich kennt die halt und hat halt bei der Froni gefragt, ob ich bei der Praktikum machen kann, weil ich damals halt so gern Fotos gemacht habe mit der Kamera. Und dann hat Froni so gesagt, ja, in der Woche kann sie nicht, aber sie kennt da so 2 Typen, bei denen ich sehr gut, gern Ding machen kann. Gesagt. Ich bin da tatsächlich zu so einer Art Bewerbungsgespräch eingeladen worden und dann bin ich bei denen im alten Büro auf den Kinosessel geguckt mit meiner Mama. Meine Mom, das ist so eine Frau, wenn ich meiner Mutter meine Beschwerden weiterteile, dann gehe ich mit der da zum Arzt und sie übernimmt das Reden. Ja. Gut, du so warst Mama da ja ist auch. das. Wie alt warst du da? 15, 16? 15, ja, tatsächlich. Das ist ja normal, dass man da noch ein bisschen... Es war so geil und wir da und Ding. Und dann haben wir das geklärt, so, ja, dann passt, dann kommst du halt am Montag, gell? Und dann bin ich am Montag gekommen, dann hat man da alles an der Kamera gezeigt und so die grundlegenden Einstellungen und so ein Scheiß und dann hat man das richtig gut taugt. Tag 1, sagen wir jetzt einmal 11 Uhr, hocke hinten im Studio, soll was in After Effects machen, aber wirklich buchstäblich 1 Sekunde in mein Handy geschaut und her vom Kidrap, hast du After Effects auf dem Handy rum, schaust du so blöd rein. Ja. Am ersten Tag. Besten Chefs ever. Brutal. War da der Harry schon da? Na. Du warst vor Harry in der Firma? Also, nicht fest, nein. Aber also ich war zu der Zeit auch mal da, wo er nicht da war. Okay. Genau. Und ab dem Moment habe ich gewusst, das ist Liebe. Ja. Und dann haben sie mich gefragt, also der Alter hat mich dann gefragt, ob ich noch zu einem Dreh mit möchte. Das war dann der Bauwagen-Dreh gewesen, aber da war ich halt im Urlaub. Und das war so beschissen. Fuck. Das hat mich so genervt. Und dann bin ich tatsächlich im November des gleichen Jahres
Was November oder? Aber du warst schon 16. Genau, also, doch, November war es, genau. Es war der 3. November, haben wir beim Kellersteff das Konzert im Zirkus Krone gefilmt. Und da habe ich mein erstes Bier mit den Jungs getrunken. Und seitdem Alkoholiker. Süß. Ja. Ich weiß mein erstes Bier gar nicht mehr genau. Doch. Das war bei Ihnen zum Feuerwehrhaus. Auf jeden Fall war das dann so. Ich habe ein Praktikum bei denen gemacht in der Schule. Und das hat mir so gut taugt, dass ich halt wirklich alle Ferien freiwillig, ohne irgendwie Pay, die ganze Zeit hingekommen bin zu denen und bei denen gearbeitet habe und ausgeholfen habe. Ich hab die ganze Bude hier eingeräumt eigentlich. Ja. So halbert, also ich habe beim Umzug geholfen. In meiner ich habe nichts gelernt vom Video. Ich habe einfach nur geholfen. Ich war so motiviert, jetzt bin ich halt so da, gell? Ja, du bist halt drin. Jetzt kommst du halt nicht mehr raus. Ja, das ist halt jetzt scheiße gelaufen. Was meinst du, warum ich hier noch arbeite? Ja. Fuck. Und wie bist du drauf gekommen? Ich bin drauf gekommen, weil mein Bruder, der Harry ist. Fun Fact. Und ich auch ein Praktikum gesucht habe für mein Studium. Und das war dann genau zu Anfang Corona. Da habe ich mich bei ein paar Filmsets beworben, aber es wurde dann alles abgesagt. Und ich hatte nur ein Bewerbungsgespräch, da war ich so nervös. Ja, und habe dann nichts mehr gefunden. Dann war es schon zu kurzfristig. Dann hat der Fabian gesagt, der Harry hat dann gesagt, ja, dann frage ich mal nach, ob die unterschreiben, dass ich da bin. Aber ja, er hat dann gesagt, ja, wahrscheinlich, also, dass ich dann gar nicht herkommen brauche, sondern dass sie das einfach unterschreiben. Ja, und dann war ich doch mal da, um mir das anzuschauen einfach. Und irgendwie hat gefunkt. bin ich dann auch hängen geblieben. Also, ja. Ja, das also eigentlich war gar nicht der Plan, dass ich dann wirklich komme. Ja, ich verstehe bis heute nicht, wie jeder irgendwie die zwei lieben kann. Ja, das ist irgendwie brutal. Irgendwie, die wirken böse, aber... Ja, böse, nee, das ist so... Wir machen gern so diesen Humor auf Kosten anderer. Ja. Das ist sehr lustig. Aber das ist halt so unendlich lustig, wenn du da mit dabei bist. Ja. Also wenn du mal nicht das ist ja bei Mobbern genauso, wenn du da dabei bist, dann ist lustig. Ja, genau. Wenn du halt nicht der bist, der gemobbt wird, sondern einen Typen mitmobbst, dann bist du da so drin. Ja. Und das findest du so geil. Na, die sind schon nett. Ja, die sind... Ich schwöre dir. Wenn's ums Kostüm geht. Ich schwöre dir, ich fahre mit einem von denen. So, ich hocke mit dem alten jetzt in einem Auto. Ja. Und fahre mit dem hier und rede über die Themen des Lebens, rede, was mich bedrückt, was mir... Sobald es in der Gruppe ist. Lass mich mal aus, ich rede, was mich bedrückt, so psychischer Stress und sowas und Stress daheim und so ein Scheiß. Auf einmal hockt der Michi mit dem Auto, Entschuldigung, der Kidrap, hockt da mit dem Auto und dann ist es wirklich so, ich muss auf einmal hinten hocken als der Größte. Ja. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich werde am Stück die ganze Zeit beleidigt. Tom, du hast ein kleiner Schwanz. Tom, deine Musi ist scheiße. Tom, du bist der scheiß Azubi. Tom, hast wieder einen ND-Filter vergessen. Das sind alles Wahrheiten. Ihr habt alle meinen Schwanz noch nicht gesehen, außer Harry. Stimmt. Hat der Harry? Ich bin, was? Der hat meinen Schwanz gesehen, ja. Achso, aber du seinen noch nicht. Doch. Hä? Wenn man so Wer hat seinen Schwanz da noch nicht gesehen? Ich hab einen Kidrap sein Ei gesehen, als wir mit dem General Patton draht haben. Das ist ein Vögel aus dem Nest. Schon wieder? Wie oft machen die das denn noch? Nein, das war unabsichtlich, weil das so eklige Boxershorts so gehabt hat und die ist viel zu weit umgezogen und ist da einfach so ein Ei rausging. Aber bei mir daheim? Ja, also bei meiner Mama? Ja. Achso, vor der... Okay. Ja. Ja, normal. Ja, genau. Also Neues. wenn man mit denen jetzt einmal abhängt und wenn der Harry noch dabei ist, ist es halt noch mal schlimmer. Aber wenn man mit denen jetzt einmal abhängt, so alle in diesem Kreis und du bist der Einzige, also von uns zwei, der Einzige. Das ist die ganze Zeit. Das wechselt sich auch immer ab. Entweder du oder ich. Und der andere steigt dann immer ein. Das ist so lustig. Wenn die Jungs auf mich gingen, dann ist dann Sabrina voll dabei. Und wenn die Jungs auf Sabrina gingen. Du weißt, das macht Spaß. Übel. Und ich kann auch niemanden deswegen langfristig sauer sein, aber wenn unsere Jokes manchmal ein bisschen zu weit gingen, so wir müssen diesen Sweet Spot noch ein bisschen rausfinden. Das lernen wir ja gerade von denen. Das ist ein Teil der Ausbildung. Gesundheit. Fuck you. Ja, das ist auf jeden Fall Teil der Ausbildung. Bin auch schon mal nackt draußen rumgerannt. Aber als Kind. In General Patton? Ja. Jetzt, okay. Also, weil ich war am Spielplatz. Da war noch ein Spielplatz damals. Ja. Und ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Irgendwie ist meine Kleidung dreckig geworden. Und ich weiß auch nicht mehr, warum. Es hat total geregnet. Achso, das war schon ab einem Zeitpunkt, wo du bewusst denken konntest? Ja, aber gerade so der Übergang. Also ich kann mich so nicht so ganz klar erinnern. Sowas, oder? Okay. Aber ich war schon alleine draußen. Also war ich wahrscheinlich eher so 4, 5, 6, weiß ich nicht. 3, 4. Mit 3 draußen? Ich weiß, muss meine Mama fragen.
Auf jeden Fall ist meine Kleidung dreckig geworden und mein Hirn hat noch nicht so klar denken können und ich habe das einfach ausgezogen und im Sandkasten gewaschen, weil es geregnet hat. Und dann war es noch dreckiger und dann ist mir klar geworden, na warte mal, ich kann sie dann noch gar nicht anziehen. Okay. Und dann musste ich irgendwie schauen, dass ich heimkomme. Ohne dass mich jemand nackt sieht. Wenn wir jetzt bei Klardenken sind. Ja. Kennst du das, wenn man es früher so Episoden gehabt hat, wo man tatsächlich irgendwie in diesem Auf Ding einmal, war, man hat klar denken können, Ja. aber dann irgendwie nimmer und es sind nur so Bruchteile nur da? Ja, das war, glaube ich, so ein Moment. Ich war mal draußen beim Spielen im Kindergarten, da kann ich mich noch, also an das Spielen kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mich mitten auf diesen scheiß Kindergartenspielplatz hingestellt habe, meine Hosen ganz runterlassen habe und da mitten hingepisst habe. Wie ein Assi. Geil. Also das hat mich niemand erwuschen. Geil. Ich weiß nicht wie. Mich auch nicht. Ja, aber Darauf warum? gebe ich die Hand. Ja. Sehr gut gemacht. Beide nicht erwischt worden. Hey. Nee. Und das Das ist war echt gerade der gut, weil gleiche da laufen Handschlag. echt perverse Leute rum da oben. Ja. Also meine Freundin wurde einmal fast entführt, Stimmt. aber die war Kenn zu ich die schlau. Geschichte, ja. Zum Glück. Alter, was meinst du, wie viele Kinder da oben schon entführt worden Ja, sind, wo nicht wahrscheinlich. schlau nur waren? Mich haben auch ein paar Mal da Männer angesprochen. Also das ist echt. Ach. Ich war Ja. bestimmt einer davon. Aber ich hatte Trau dich, werde ich Kurs. Trau dich, werde ich, okay. In der Grundschule hatten wir Trau dich, werde ich. Naja, Hast jetzt du sind da wir ein den bisschen abgeschweift. Kehlkopfschlag gelernt? Na null, das war nur, was man eigentlich gelernt hat, ist, dass es sowas eben gibt. Und dass man Nein sagt. Okay. Und halt, stopp! Ich will das nicht. Und so laut du kannst. Das haben wir dann geübt. Das war sehr unangenehm. Halt, stopp, bitte helfen Sie mir. Halt, stopp, bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Ja, wie bei Ja. den Polizisten. Ja, Das Meme kennst du, oder? nein. Der Typ, der auf dem Balkon steht und dann sagt, wie man sie am besten Aufmerksamkeit auf sich bringen kann. Nee, das Mit der Brühen, mit der Glatzen? Okay. Sonst bin ich da ja. Mach dich aus meiner Leitung, du Birne. Kennst du das wenigstens? Nee. Was? Karin Ritter. Karin Ritter. Der kommt mir bekannt vor. Die an dem Handy, der. ja, die Rechtsradikale aus dem Osten, wo auch die Söhne gehabt hat, die in dem Zoo-Einbruch sondern die Tiere geklaut haben. Nein! Was habe ich da verpasst? Du hast viel verpasst. Also Karin Ritter muss man kennen. Das ist ja die Rauchermutti und Nazi-Mutter, oder ich weiß gar nicht, ob die was kann ich, Karin auch die Rechtsradikale? Also die Söhne waren auf jeden Fall rechtsradikal. Ja, dann sie aber das ist ja, oder? einer erst gestorben. Ja, sie ist auch schon Ärztin? gestorben. Ja. Die hat fast den gleichen Geburtstag wie ich. Also die Daten stimmen nicht, die ist nicht 1990 gestorben. Oh. Niemals. Also das ist die richtige, aber also das Bild stimmt, aber ich glaube nicht, dass die 1990 gestorben ist. Schreibt es mal in die Kommentare, vielleicht ist sie nicht. Ja. Vielleicht bin ich ja blöd, weil da ist auch gestanden, dass sie Ärztin ist. Ich glaube nicht, dass sie einen Doktortitel hat. Wäre geil mit dem Bild im Kombi. Was MS. sind die Pro und Kontras Vom was? bei Los Podalos arbeiten? Ach so, Pro und Kontras. Pros ist auf jeden Fall, Spaß. genau, also Leben. ein riesengroßes Pro an der Arbeit ist, dass man nicht ungern in Arbeit kommt. Also man Ja. kommt in Arbeit und hat da wirklich Bock drauf. Fühlt sich nicht an wie Arbeit. Genau. Es fühlt sich einfach an wie Freizeit mit den Spätzeln. Das ist ein riesengroßes Pro, was wirklich viele Arbeitsplätze halt nicht bieten können. Ein weiteres Pro sind geile Aufträge. Wer wagt es, mich anzurufen? Warum läuft der Martin mir? Ich mache Podcast. Martin, bitte. Hör auf. Kunde jetzt nicht roge. Auf jeden Fall, ein weiteres großes Pro ist, dass man halt mit so viel Musiker zusammenarbeitet, was ich ja unfassbar liebe, mit dem Eumerer, mit Matti Valentino, mit der Anja und sowas. Das ist halt voll geil, dass man da also ich jetzt als Musiker auch da so Kontakte schließen kann, in Anführungszeichen, und da ein bisschen Input sammeln kann von den Leuten, das ist voll geil. Contra ist Gar nichts. gar nichts. Nichts. Wir sind gegen unseren Willen hier. Das ist das Contra. Nee, das macht echt viel Spaß. Please don't shoot me. Ja, na, ist geil. Contra ist, dass ich einen Bartsdreh verpasst habe. Contra ist, dass ich einen Bauchendreh verpasst habe. Und einen Bartsdreh Bartsdreh. ist schlimmer. Ach, da warst du auch nicht dabei. Nein. Oh, fuck. Mach mal neues Barts. Ja, bitte. Aber ohne den Eimerer. Warum? Das war ein Scherz, ich liebe den Eimerer. Ja.
Haben wir alle lieber immer, komischerweise. Mach Mann im Mond 2. Mann im Mond Musikvideo. Aber das darf man dann. Naja, egal. Magst du noch eins? Na, glaub noch. Guck mal, uns im Kühlschrank, na. Also, ja. Gibt es noch was zu sagen zu? Hast du noch Pros, die ich nicht genannt habe vielleicht? Also, sind eigentlich schon die größten Pros. Das ist ja, gibt ja nichts Geileres, als einfach, ja, mit Freunden zusammen zu arbeiten. Also, das ist ja Arbeit, aber es macht so viel Spaß. Ja, das wird sich der Büroassistent aus Minga nicht denken. Na. Trottel. Echt nicht, ne? Und jetzt Voll vor allem, wenn Dreller. dann wieder mehr Songs kommen und mehr Musikvideos und Ding. Ach, Keine Sommer. Freizeit mehr. Keine Freizeit. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen kontra, dass man sich, wenn man so geil drin ist und alles, dann arbeitet man sich da halt natürlich auch. Wenn ich macht drauf halt schaue, immer. was ich alles in Selbst diesem und Leben mache. ständig. Ja, genau. Selbst und ständig. Wenn ich drauf schaue, was ich alles in diesem Leben mache, habe ich eigentlich nur Freizeit gehabt bisher. Ja. Ich habe nie wirklich, außer im Edeka, aber ich habe nie wirklich gearbeitet sonst. Gut, im das ist dann- Edeka habe ich halt die meiste Zeit einfach durchstecken, leer gefressen. Also falls für die Leute, die es noch nicht wissen, das habe ich nicht einmal in meinem eigenen Podcast gesagt, Secret Fact about Tom. Ich habe im Edeka hinter der Metzgertheken gearbeitet, 2 Jahre lang, weil Los Brutalos nicht genug Zeit hat. Und Damals. Und, Sind wir alle Millionäre? auf jeden Fall. Das ist Silber. Echt Silber. Ich möchte da nicht hinschauen, weil sonst alle Leute meinen, dass ich auf Titten schaue. Ich habe kein... Doch. Auf jeden Fall habe ich da hinter der Metzgertheken gearbeitet und eventuell habe ich da mal das ein oder andere Scheibe Gelbwurst hier Ich reinlaufen hätte es lassen. gern zusammengezählt. Wie viel du da wirklich? Also wirklich, ich glaube, ich habe mir durch die komplette Metzgertheken durchgefressen. Wirklich. Also das ist Das war also dann irgendwie dein Himmel, oder? ja so eine Mischung. Warte mal. Kann ich da nicht irgendwie eine vorgefertigte? Naja, dann hätte ich die Los Podalos Favorites, die haben auch noch mit dem Thema zu tun. Los Brutalos Favorites. Das heißt, wir zählen unsere 5 liebsten Jobs oder Auftritte auf. 5? Ja, Pipapo. Oder Also 3. nach Ranking oder Die ein, machen also, das immer anders. Machen wir so Also 5, es- machen wir 3. Aber es ist dann Platz Ja, 1 das Platz Beste? 1, Platz 2, Ist Platz 1 das Beste? Oder? das Beste. Okay, dann fangen wir bei Platz 5 an. Ja. Platz 5 war, das muss ich halt immer überlegen, ob ich das toppen kann. Warte mal, ich muss einmal kurz überlegen. Also für mich ist Platz 1. Ich muss das ein bisschen trennen mit Jobs und Auftritte, weil Drehs sind was anderes. Aber Jobs, Platz 1 war für mich Saalbach. Das war ultra geil, da warst du auch dabei. Da waren wir oben auf dem Berg und dann da erst ein Auftritt und mit Geister View Ever und da waren so viele Leute und es war so geil, da schon mal ein bisschen was angesoffen, ein bisschen Rausch schon Dings, dann sind wir Schlitten gefahren, dann waren wir unten, haben weiter gesoffen, dann war da nochmal irgendwo ein Aber Auftritt. warte, das war nicht Saalbach dann. Wir sind mit dem Schlitten runtergefahren. Ja, bin ich ganz runter. Ja, aber ihr seid wir ja, sind nein, da wir am sind gar nicht mit Hang. dem Schlitten gefahren. Doch, Du meinst diesen Ich meine Auftritt schon in Appel. Saalbach, aber da warst Sicher? du, glaube ich, nicht dabei bei dem kurzen Schlittenfahren. Das war nur hinter der Bühne, war ein kleiner Hügel, wo wir dann ein paar Mal runtergefahren sind. Okay. Da hast du, glaube ich, gerade mit einer Band geredet, die da war. Und dann waren ja 3 Auftritte insgesamt, oder? Oder nur 2? 2. 2. Und dann waren wir unten und dann haben wir da gesoffen, dann waren wir kurz ein Nickerchen machen, ich habe kurz gebadet, dann haben Und wir weiter SDP auch gesoffen. gespielt. Stimmt. Auf der Mainstage. Da, Da wo war es so noch geil eine zum andere Schneien Stage, da angefangen waren hat. solche Schneeflocken, hat SDP gespielt, da war es saugeil weitergelaufen. Und dann in dieses komische Stubendingens Bühnenteil, wo dann Evil Jared war. Stimmt, der war auf Und einmal das war da. Tourabschluss. Das heißt, dann habe ich dann noch schön einen Tisch vorbereitet mit Whisky und allem. Den sie uns klauen wollten. Ja, habe ich Die verteidigt. Arschlöcher. Aber das war so wunderschön. Ich glaube, bei Platz Das ist 1 Platz Saalbach 1. muss ich mitsingen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich, ja, da muss ich mitsingen. Platz 2, Braswiesen. Auch wenn ich da sehr, sehr fertig war. Der Auftritt selbst da war ich richtig kaputt, weil wir halt davor schon auf dem Festival waren und Ja. null geschlafen haben, nur gesoffen haben. Ja, ich glaube, ich sehe da ein Muster, was meine glaub- Lieblingsauftritte sind. Aber Ich glaube, bei mir ist Braswiesen tatsächlich
Platz 3. Für mich ist Platz 2 war das. Fuck, ich hab den Namen gerade schon gehabt. Dieses Festival, sorry. wie heißt das, da wo die scheiß Muckern waren? Ah, ja, das war auch geil. Pförring. Pförring war das. Pförring Aber war das auch gut. erste Pförring, Ja, nicht das zweite. war ich da auch dabei? Ja. Ja. Das erste Pförring, wo wir einen Bukaki Bernhard getroffen haben, Oh ja. wo wir mit Legende. dem Biber gesoffen haben und sowas. Das war einer der geilsten Auftritte aller Zeiten. Also die Stimmung von die Leid war heftig, da hat irgendwer drin, mittendrin in der Menge eine Los Brutalos Flagge gehabt und hat die gehievt wie bei den Kreuzritter. Das hat richtig krank ausgeschaut. Es war Das einfach war noch geil. Atomsuff, oder? Ja, stimmt, das war Atomsuff Atomsuff. Tour war so geil. Beste Tour. Meiner Meinung nach Die ungeschlagen. war so geil. Beste Tour. Der Ja. Radlerbaum, wo sich der Michi und der Tobi Scheiß gestritten haben. Fassli. Was machst du mit dem Baum kaputt? Ist das heißig, gell? Die haben sich so angeschrien aus dem Nichts. Das haben habe sie ich noch letztens nie tatsächlich erlebt. Ja, erzählt. ja. Aber das habe ich, also nochmal aus unserer Perspektive, das habe ich noch nie erlebt. Na, die sind sonst ja eigentlich, sonst ist halt eher woanders Streit. Und da auf einmal, da kommen wir dazu und die schreien sich an, die ruhigsten Menschen überhaupt. so So, auf was ist denn ernsthaft los? so Er hat da meinen irgendwie. Radlerbaum da rein. Okay. Ich glaube, dass sich da viel angestaut hat und dann ist auf einmal so explodiert. Ja, aber das ist wirklich, innerhalb von ein paar Minuten war das wieder gut und auf einmal waren sie, ich habe richtig Dann haben Sorgen sie schon rumgemacht. gehabt. Dann haben sie rumgemacht, haben sie den Arsch. Piep. TikTok sportlich. Ja, na. Lass live gehen auf TikTok währenddessen. Was ist bei dir denn Platz 3 dann? Ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht, obwohl ich es aufgeschrieben habe. Pförring vielleicht? Ding! Taubertal. Waren wir da einfach. Da war ich nicht dabei. Oh. Taubertal ist vor Brasswiesen. Echt? Nee, nicht vom Auftritt. Der Auftritt von der Brasswiesen war besser. Ich habe das auch gerade vermischt gehabt, wo ich erzählt habe. Der Auftritt war definitiv besser von der Brasswiesen. Also wenn es jetzt rein um Los Brutalos geht, dann ist Brasswiesen schon davor. Aber Taubertal war halt allgemein einfach krass, weil wir da ja dann in diesem Backstage waren mit Rise Against und so Scheiße. Ah, Nina Chuba hätte immer schon gern Nina gesungen. Chuba war Die hätte da immer auch. die hätte immer schon gern gesungen. Die war süß. Ich finde die also süß, deswegen Die ist finde ich süß. weil sie so süß ist, finde ich so attraktiv. Ja. Irgendwie. Also so auf eine ganz komische Art Ja. finde ich die echt sehr, sehr scharf. So wie Sabrina Carpenter. Carpenter. Gleicherweise. Ja, Ich anders finde, bedruckt. Sabrina Carpenter schaut ein bisschen gemachter aus, besonders weil sie halt immer so geschminkt ist. Das stimmt. Wobei ich sagen muss, Jenna Ortega, die darf ich schon da eher nehmen. Ja, Vor das allem, weil- Gespräch hatten wir heute Vor allem, traurigerweise schon. vor allem, weil ihr so viele Chancen hättet. Ja, safe. Hey, schau mal, ich bin Ja, der die ist ja hübscheste viel zu Mann. alt. Die Jenna ist ja Ortega. bestimmt schon Jenna Ortega ist safe älter als 24. ich, oder? Echt? Ja, Ups. die ist saujung, glaube ich. Upsi. Ich meine, da der Anna de Armas nicht mehr. Die ist 40 oder so. Echt? Knappe 40. Die ist Ich uralt, bin aber die ist schlecht in so, Altern. die ist In so Altersschätzen. schön. Diese Frau ist einfach schön. das das ist stimmt. unfassbar. Ja. Naja, Unpopular Opinion. Schöne Frauen, heiße Frauen. ja. Auf jeden Also, Fall. Schöne Frauen sind dann. wenn wir es bloß ja. mal kurz gesagt haben. Same. Sonst, was waren noch geile Auftritte? Also ich komme Platz Oh, 4 und 5. Regensburg. Das war Auftakt von Leberdukti. Leberdukti. Das war richtig, richtig geil. So richtig unerwartet geil. Ich glaube 4 und 5 kann ich ganz gut machen, weil also mir sind ja Lieblingsjobs Auftritte, das heißt ja auch Musikvideodrehs sind ja auch drin, oder? Ja, sagen wir jetzt schon. Ich würde sagen, Platz 4 ist der Feierndrah, Oh, weil der so unfassbar gut funktioniert hat und einfach schnell gegangen ist und Spaß gemacht und war geil und Ding. Also- Und Platz 5, ja. um meine Liste zu beenden, wäre der Hakuzadreh. Echt? Es Das war sind einer jetzt beides der, bei mir jetzt Sachen, wo jetzt gar nicht so. ich fand, also den Feierndrah habe ich geliebt. Ich war nicht bei so vielen Auftritte wie du. Also, Weil bei der Hälfte der Auftritte war irgendwo anders arbeiten. stimmt. Also wirklich feiern, Also mega Feiern geiler war Dreh. cool, aber da haben wir ja alle nichts getrunken. Doch, ich war hacken. Ah. Da waren wir gerade in der Alkoholpause. Ich war hacken. Oh, ja gut, dann verstehe ich's. Um Platz 5 halt Hakuza, weil das mit meinem kleinen Bruder war und der war halt das Alien. Und ich habe halt meinen Chef sowohl mit ihm rumschmusen sehen, als auch immer eine Oberhauen sehen. Ja, und das ich war glaube, das, schon hat mir- lustig. das hat mir halt richtig gut gefallen. Und das Musikvideo ist so geil. Ich mag das nach wie vor so, so gern. Ja, Ja, was haben bei dir Platz 4 und 5? Ah, 4 hast du gesagt, glaube ich. ich Oder? glaube schon, ja. Regensburg war 4, oder? Ah, ja, genau.
Und 5, ich überlege gerade, ob irgendein Musikvideo auf 5 kommt. War ihn dabei. Wenn du jetzt das Pferd macht Mu sagst, dann schlage ich dich. War schon lustig, aber na, bei dir müsste aber eigentlich auch Stravanzer eigentlich, ne? Fuck, nein, das ist mein Platz Ja, 1. das Scheiße, muss man warum auf ist mir das nicht eins eingefallen? Ja, das ist irgendwie auch null. Also es rutscht eins einfach nur runter. Urlaub. Also, Alter, das habe ich ja komplett vergessen. Erstes Ausbildungsjahr Stravanzer. Fuck off. Fuck, stimmt. Das ist auf Platz 1. dabei. Was? Wollen wir kämpfen? Nee. Okay. Das ist auf Platz 1. Sorry, ja. Welche Musikvideos haben wir denn gedreht? Wir haben Draht. Welche Auftritte haben wir denn dieses Jahr gehabt? Da war auch bestimmt safe. Oder letztes Jahr war. Ja, Après-Ski-Auftritt Anfang des Jahres. Oh, der war geil. Der ist 5. Der war ultra. Aber da kennst du ja schon die ganze Geschichte von vorn bis hinten, wo man da Schlitten gefahren hat und alles. Oh ja, 5. Immer wenn es am nächsten Tag weiterging mit dem Saufen. All das ist aus meinen Favorites. Wow. Bin kein Alkoholiker. Ich war nicht auch mehr dabei bei einem Tag, wo Muss es weitergegangen ist. Muss mal. Kann ich doch nichts dafür, dass ich Macht nicht Spaß. dabei war. Wirst du. Du hast mit dem Kidrip in der Big geschlafen und er hat mich dann... Aufgefetzt. Das war in Saalbach. Saalbach, ich schwöre. Es war so geil, weil wir dann irgendwann um 3:30 oder sowas sind wir zurück ins Hotel. Und dann bin ich noch kurz scheißen gegangen. Der Michi ist irgendwie in einer Millisekunde eingeschlafen und ist neben mir geflaggt, hat geschnarcht und dann flacke ich mir ins Bett und der Typ dreht sich wirklich um. Hat dich schon wieder angefurzt? Nein, er dreht sich um, also er lag mit seinem Arsch zuerst zu mir und dann hat er sich umgedreht und lag mit seinem Gesicht zu mir und sein Arm wirklich einfach nur auf mich drauf und dann rappt er so zu mir rüber und schnarcht mir ins Ohr. Oh, wie süß. Und ich lieg nur Und das da. ist halt sein Chef. Das ist halt, erstens ist mein Chef, zweitens ist ja auch ein sehr guter Freund, aber trotzdem, also so sehr bin ich noch nie gemacht worden von irgendwem auf dieser Welt, nicht einmal Klingt von wie ein meinen sehr Ex-Freundinnen. romantischer Moment. Ja, vor allem, Seid ihr jetzt warte, verlobt? ich möchte mal kurz ASMR machen. Stop. Ja, so. Ja, aber er hat sich bloß ein bisschen an mir gekuschelt, von dem her. Das ist er. Die Hand war jetzt schon nicht zusammen? entfernt. Seit Saalbach, ja. Süß. Glückwunsch. Ich habe jetzt bald vor, den Heiratsantrag zu machen. Würdest du lieber Kidrap oder lieber Oid-O heiraten? Ketchup. Glaube ich. Weil er entspannt ist. Also wir haben das ja schon mal gesagt, dass sie bei uns irgendwie so ein bisschen so Teams in Anführungszeichen gebildet haben. Ja, was ja niemanden ausschließen soll in irgendeiner Form, aber an sich haben wir halt immer so seinen direkten Ansprechpartner und das ist halt bei dir der Oid-O und bei mir ist halt der Kidjab im Endeffekt. Weil wir haben ja auch einen Kunden gehabt, für den wir halt brutal früh unterwegs waren im Sinne von Auto und immer Zweierteams und ja, an also Tagen so manchmal 8 Ding. Stunden am Tag zusammen Genau. im Auto allein. Und da hat sich das halt auch so irgendwann rauskristallisiert und da muss ich tatsächlich sagen, nichts gegen einen Oid-O, ich liebe einen Oid-O über alles, das ist ein du kannst total ihn guter heiraten. Typ. Aber da dann Kidjab nicht mehr. Ja, ihr seid ja quasi auch zusammen. Wir sind verlobt. Fast, wenn ich den Antrag jetzt einmal mache. Müssen wir euch ein JGA machen. Was? Dann müssen wir euch ein JGA machen. Oh, das war so lustig. Wohin? Ich weiß nicht, aber ich glaube, wenn bei schwulen Paaren JGA stattfindet, ist das ein bisschen Da kompliziert. muss ich mich mal informieren. Ja, aber ja, wahrscheinlich. Fahren die dann nicht zusammen fort? Denk nicht. Dann können sie ja gar nicht irgendwo hin. Ich denke, das ist genauso wie bei Heteropaaren, dass halt die Freundesgruppe von dem einen und die Freundesgruppe von dem anderen. Vielleicht vermischt sich das dann ein bisschen. Aber ich glaube, dass auch bei anderen jetzt hier. Und auf einmal beide in Vegas so. Ja, das wäre schon lustig. Alter, ja. Ich Sollen wir möchte- entweder oder Fragen machen, weil ich glaube, Ja, aber ich möchte trotzdem mal meinen Kidjab nur mal nach Vegas. ich Das hat mag. mich so- Also, das ist hier tatsächlich jetzt auch die erste entweder Das hat oder mich- Frage. Ja, warte. Ach so, ja, doch, ja, schieß los. Die erste Entweder-Oder-Frage ist mit Los Podalos wieder, in deinem Fall, in die USA oder nach Thailand. USA. Ja, ich würde auch USA wählen, weil ich das ja noch nicht hatte und ich glaube, dass wir da gut viben. Genau. Also ich hätte da so Bock drauf, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich liebe die Vlogs und alles und freue mich da riesig drüber, aber ich wäre so gern dabei. Ja,
Da wär ich wäre einfach richtig am Platz und ich sehe das nicht ein, ich sehe ein, dass ich nicht bei reinen Boys-Trips dabei bin. Das sehe ich mittlerweile ein. Aber ich will mit in die USA. Heul doch. Nein, ja. Ja, also... Das siehst du doch auch ein, dass das viben würde. Ey. Tom. Sagt da gar nichts dazu. Machst du? Echt? Wie lang? Heißt das 1 Stunde 20? Ja. 41 Minuten. Okay. Ist ja nicht mehr viel. Entschuldigung, ja, auf jeden Fall USA, Ja. weil ich fahre jetzt am Freitag, tatsächlich fliege ich nochmal in die USA nach Los Angeles. Ursprünglicher Plan war Las Vegas gewesen und da habe ich ja dann Ketchup auch gefragt, tatsächlich, ob er da mitkommen möchte und er hat gesagt, du musst das einmal allein erleben. Und er hat gesagt, so, Alter, mein erstes Mal Las Vegas war mit dir, warum kommst du jetzt nicht mit? Scheiße. Das wäre eh nicht gegangen. Ja, wäre eh nicht gegangen, klar. Aber ich nicht gewusst. Ja, genau. Aber er war lustig gewesen auf jeden Fall. Ja, tun wir weiter. 1 Monat ohne Handy oder 1 Monat ohne Musik? Handy, Naja, absolut. muss ich halt dann Briefe schreiben. Ist mir scheißegal, ich schmeiß das Ding sofort aus dem Oder Fenster. Brieftauben. Also ohne Musik, da die heulen, Ich glaube will ich. mich umbringen. Ja, Also das ist kein Spaß. definitiv. Das gibt die- für mich nichts Wichtigeres auf dieser Welt als Musik. Für mich auch, Außer jetzt Familie und sowas. aber Was man jetzt, sagen muss, alles, was man sagen muss, hier einfügen. Aber Musik, ja. Mei. Genau, machen wir weiter, ich glaube. Oder soll ich das Entweder- Musikthema nochmal ausführen? Wenn du magst. Ich habe da nicht wirklich viel auszuführen, außer dass ich damit aufgewachsen bin und das einzige musikalische Kind von 4 bin, das meine ist Mutter krass, großgezogen hat. stimmt. Die anderen gar nicht, oder Na, wie? überhaupt nicht. Komisch. Max, kompletter Spaß. Aber einfach, weil die keinen Bock Ach, Mann. haben oder haben die wirklich kein Talent auch? Also ich glaube, der Peter hat das gar nicht angefangen. Der Max hat zwar Klavier gespielt eine Zeit lang, hat es dann aber irgendwann aufgegeben. Dann bin ich gekommen und habe halt nicht aufgehört, weil meine Mom dann tatsächlich einmal eingesehen hat, dass ich nicht nur bei ihrer Gitarre lernen möchte. Und ich dann einen Gitarrenlehrer gehabt habe. Und mein kleiner Bruder, das war seit der Typ 3 ist und auf den Kopf gefallen ist, ein verlorener Fall. Okay. Ich liebe dich, Michi. Wirklich Aber- auf den Kopf gefallen. Nein, er hat bloß einmal so eine Heizplatten hingelangt, dann hat sie beide Bratzen richtig hart verbrannt. Oh je. Ja, genau. Aber er ist halt einfach ein bisschen vom seichteren Gewässer. Ja. Entweder bei Los Podalos arbeiten oder bei den Bavaria Filmstudios. Los Brutalos. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also das war ja literally die Entscheidung fast schon. Bei dir, ja. Ja. Stimmt, ja. Ich hatte zwar jetzt keinen großen Job bei den Bavaria Filmstudios, also die Frage ist ja nochmal was anderes, wenn man jetzt wirklich du jetzt zum Beispiel Kamera dort machen würdest oder ich Regie, dann Ich habe in der Bauleitung geil, aber ich würde trotzdem Los Podalos wählen ja, tatsächlich. ich habe in der Bauleitung aus den Bavaria Filmstudios die haben eine Ausbildung gemacht. Das sind solche Idioten. Und ich hoffe, die sehen den Podcast, weil die Auszubildenden von denen sind solche nicht Trottel. Ich fand's cool dort. Ja, es War eine ist ja richtig bestimmt. lockere Stimmung, es war ist ja richtig bestimmt. geil. Man ist danach noch immer zusammengehockt oder Bier gesoffen. Ich habe Es auf ist ja dem bestimmt Studiodach habe ich jetzt Bier getrunken. Voll geil. Weißt du, wie hoch die sind? Studio hoch. 12. Ja, keine Ahnung. Da Hoch. wir Studio 12 Joko Klaas. Da oben drauf bin ich gesessen und Bier gesoffen. Weißt du, wie geil? Ich Das habe ist im mir- Boot ich Flankeball gespielt. Im Originalboot vom Das Boot. Cool. Hat nicht lang funktioniert, weil es da echt eng drin ist. Deswegen haben Ja. wir uns dann da vorgestellt. Aber ich bin Aber man muss tatsächlich- offizieller Flankeballmeister auf dem Bavaria Filmstudio-Gelände. Ich weiß nicht, ob bis mittlerweile wieder dort gespielt wurde. Ich gehe nicht davon aus. Stand jetzt, ich bin Flankeballmeister der Bavaria Filmstudios. Ja, trotzdem, die Leute, mit denen ich die Ausbildung gemacht haben, waren alle Wichser. Ja. Aus den Bavaria Filmstudios. Also, Ah, ich gab darf schon ein jetzt paar gerne Wichser, Namen ja. sagen, aber ihr wisst, wer ihr seid. Okay. Würdest du lieber 1 Jahr lang Trucker sein oder 1 Jahr lang Bierfahrer? Trucker. Also, ich finde das schon geil. Also, besonders wenn es da in diesem amerikanischen Vibe ist, dass du sagst, du fahrst jetzt so einfach Ich glaube, deine. selbst in Deutschland.
Na, da macht es nicht so viel Wenn du es nicht Spaß. für immer machen musst, dann wirklich nur so ein Jahr. Ich glaube schon geil. Ich glaube, in Deutschland werden mir die Leute zu sehr abfacken. Ey, in so Amerika oder sowas, wenn du so Route 66 die Richtung da runterfährst und diese ultra lange gerade Straße und da einfach deinen Arm aus dem Fenster hältst und da auf der linken Seite Sonnenbrand kriegst, auf der rechten Seite komplett kasig bist oder Zigaretten rauchst, deine 2 Bier saust, weil da eh kein Bulle draußen ist. Ja, ich glaube, Bier ist da schwerer als in Deutschland. Also kommt auf die Staaten drauf. Und in Utah, Fun Fact, in Utah hast du eine Promillegrenze von, Trommelwirbel, halt dich fest, 1,0 Promille. Das glaube ich nicht. Google. Wirklich? Ja. Krass. Also das letzte Mal, wo wir in dann Utah will ich waren. auch Trucker Utah. Yep, auf Da jeden war Fall. eh geil. Hat mir eh gefallen. Das ist tatsächlich, da war ich ja schon. Utah ist so geil. Was war in Utah? War da Zion in Utah Ja. oder was war da? Ja, oh mein Gott. Zion. Zion National Park, weiß ich. The other one. Bryce? Bryce Canyon. Bryce Canyon. Science Canyon. National. Mach. Weiter. Entweder in der Welt von Harry Potter oder Herr der Ringe leben. Hab mich verschrieben. Immer die Frage, wo wir es uns ausgedacht haben, tatsächlich schwieriger vorgestellt, aber Harry Potter. Wie der Harry Ist schon grad gesagt hat. Krieg bei beiden? Also meinst Oder du leben wir im so Frieden? meinst du jetzt so in Harry Potter so Voldemort-Scheiße Ja. und bei Herr So der Ringe kommen die Hitler-Scheiße. Orks? Sind hast du wir auf Hogwarts oder sind wir woanders? Es ist halt die Frage, ob man bei Harry Potter so sagt, das ist so fantastische Tierwesen-Scheiße und Grindelwald greift gerade an. Obwohl, das Der ist mir ist egal. scharf, Das ist Johnny Depp. Also ja, Oh, da hab ich lange nicht mehr gesehen. ich habe mir erst beide Teile Ich hatte angeschaut. jetzt eher Jude Law im Kopf, also Dumbledore. Ich würde mir Dumbledore schnappen. Ja, Jude Law ist so scharf. der ist... Irgendwie, ich weiß nicht. Das Ich ist so ein typischer, der eigentlich gar nicht so schön ist, aber halt so eine Ausstrahlung hat, so wie Ryan Gosling. Der ist eigentlich auch nicht wirklich hübsch. Der ist auch eigentlich, wenn ich den im Kaufland sehen würde, wäre ich mir schon ein normaler Typ. Meine lieben Männer, Ryan Reynolds. Ja, der sowieso. Aber der ist auch eigentlich nicht der Schönste, aber hat auch Ausstrahlung. Der einzige Mann, den jeder Typ auf der Welt ficken Ja, wird. das liegt an der Ausstrahlung. Ja. Und weil er scheiße lustig ist in Und Ding, Deadpool. Harry Styles. Den finde ich echt eklig. Der Mir stinkt ist der so safe. wurscht. Nee, dieser eine, der auch zockt und Superman gespielt hat. Ach, Henry Cavill. Ja. Ah, ja. Oder fuck, wie heißt die größere, noch breitere Version von Henry Cavill, der den Reacher gespielt hat? Nini Wiese. Ja, fuck, die haben einen Film zusammen dran im Zweiten Weltkrieg. Das ist die Ali lustigste Wiese. Scheiße, weil die zwei irgendwie, also ich hab nur Videoausschnitte gesehen und die werden von einem Nazischiff praktisch rübergepult und dann kommen die Nazis auf das Schiff und dann sind, also Henry Cavill Aber ist noch ja schon, breiter finde ich nicht schön. gehen wir mal, Henry wurscht, Cavill ist mir eigentlich schon wurscht. an der Grenze. Also Henry Cavill ist ja schon relativ breit Ja, und das stramm, ist genau gell? richtig und mehr ist zu viel. Und der andere Typ, der Reacher spielt, der ist halt noch größer und ein bisschen breiter. Brauchst du was zum und die Anfassen? hocken beide auf diesem scheiß Boot und werden von den Nazis kontrolliert. Und die haben diese Rollen so verfickt gut gespielt, weil die Nazis haben sich nach die Passports gefragt, nach die Ausweise. Und Danke für die Übersetzung. dann hat der Henry Cavill so gesagt, no, I'm not gonna give you my passport. Und dann haben sie halt das Gewehr auf ihn gerichtet und dann hat der andere Typ gesagt, oh yes, shoot him, he's a bad man. Und hat das richtig geil schwul gemacht. Conor Das haben beide- McGregor. Nein, Du klangst wie Conor McGregor. überhaupt nicht. Shut your fucking mouth. Na, Ich klingt habe keine nicht Ahnung, wer das ist. Aber Okay, Henry Cavill egal. ist schon breit genug. Henry Cavill, hübscher Mann, spielt er richtig gut in The Witcher. Nee, ich glaube, ich nehme auch Harry Potter. Aber Herr der Ringe ist halt, da gibt es halt Elben. Viel scharf. Ich glaube, so alt wie die Elben sind, die haben sicher alle Geschlechtskrankheiten. Nee, Bin mir zu die haben 100% bestimmt so sicher. Medizin, die haben gar nichts mehr. Die haben richtig harte Elben ficken Geschlechtskrankheiten. oder zaubern können. Das ist Elben eigentlich ficken die eigentliche oder- Frage ist eigentlich, Elben ficken oder zaubern können. Na, Elben ficken oder zaubern können und normale Muggel ficken. Und ich finde Muggel ficken auch ganz nice. Okay, ich bin für Harry Potter. Ich nehme Harry Potter. Ich nehme das Harry Potter-Universum. Mir egal, ob es zur ich Zeit der nehme auch fantastischen Nee, Tierwesen. nehme ich auch Harry Potter. Hauptsache für den Bist du Unsichtbaren. für ein Haus?
Und was ist dein Patronus? Und warum weißt du das nicht? Das ist wohl meine Ich Millennial-Seite. glaube, dass ich tatsächlich so. Ich glaube, dass ich das so ein unsicherer Slytherin war. Hast du keinen Test gemacht? Nein. Pottermore. Ah, nein, aber laut dem Test bin ich Hufflepuff, aber das sehe ich mir gar nicht. Du musst, Pottermore ist schlecht, weil der macht immer zufällige Fragen. Da gibt es nochmal eine Seite, das sind alle Fragen. Okay, ja, aber na, bei Hufflepuff sehe ich mich nicht. Ja. Ich bin entweder Ravenclaw oder Slytherin, aber. Ja, du bist Slytherin, das passt schon. Ja, ich bin so eine falsche Schlange. Ja, die sind ja nicht alle Nazis. Keiner von denen ist ein Nazi, die Doch, wollen einfach doch. nur die Weltherrschaft an sich erreichen. Also, Das ist genauso eine Nazi-Analogie wie alles andere auch. Genauso wie Star Wars eine Nazi-Analogie ist. Und ja, gut, aber auch Herr nur, der weil die. Ringe eine Nazi-Analogie, Auch nur, alles weil immer die. Nazi-Analogie. Auch nur, weil die Sturmtruppler an die SA angelehnt sind. Eben, Okay, das heißt ja Analogie. Ja, Entschuldigung. Nee, ich bin Ravenclaw. Andor ist das neue Polen. Mein Patronus ist ein Hase tatsächlich. Dann ist mein Patronus mein Hund. Nein, aber das kam wirklich raus bei dem Test. Ach so, okay, das ist lustig. nicht süß? Ich habe den Test noch nie gemacht von dem Meine her. Mama auch. Und? Was hat Beides. deine Mama? Ravenclaw und Hase. Okay, krass. War crazy. Nicht schlecht. Okay. Ja. Ja, dann haben wir diese Frage Vielleicht war geklärt. sein Patronus gar nicht mehr. Genau, kleiner Das ist aus Schwanz. Slytherin. Stimmt. Harry sein Patronus ist ein Schwanz. Ein kleiner Schwanz. Ah, kleiner Schwanz. Ja. Stell dir vor, und dann hüpft er da so durch den Wald. Ja, ich glaube, wir beenden das. Ja. Also, Fan der Mama. Woche. Fan der Woche. Das ist eine sehr gute Frage. Der Fan der Woche statt ich tatsächlich einmal ausnahmsweise an DJ Mirror geben. Ah ja, weil er extra nach München, nach Freising gefahren ist, um das Auto zu holen. Genau, der Kevin, der DJ Mirror, Ja. der ist extra mit mir nach Freising gefahren, um das Auto von meinem O abzuholen, weil da noch Sachen drin waren. Dann ist er mit mir noch zum Kameraladen gegangen, um sie einen ND-Filter für 130 Euro zu kaufen, weil wir unser nicht mehr haben. Und hat Ja, mir weil den ganzen der Tag Thailand ist. begleitet. Vielleicht. Den sie bestimmt auch benutzen werden. Obwohl wir morgen einen Dreh haben. Ja. Aber hey, ist ja Das egal. steht übrigens diese Woche an, ein Dreh. Stimmt. Und du fliegst weg. Und dann bin ich alleine hier. Für wen ist denn der Musikvideodreh? Matti Valentino. Alter, ja, mit seinem neuen Hit Almen statt Palmen, Alter. Shake Your Hips und so. Geiler Song. Dann machen wir morgen das Musikvideo. Das werden wir rocken, ja. Dann sind wir morgen auf die Berge gefahren. Auf allen. Dann machen wir mit der Stadtfahren. Kamera Und ich nur so. Zack, super und toll. hier Cut und Cut. Action und zeigt Schlitz und sowas. Ja. Genau, das steht morgen an. Und den Tag darauf fliege ich tatsächlich schon nach L.A. Ja. Und ich bin so froh. Es wird so geil. Ich habe so Bock. glaub ich dir. 2 Bockfotzen davor einen Flug reinballern, weil ich die Tradition geerbt habe. Und das erste Mal mit meinen Spätzle auf einen anderen Kontinent fliegen. 11 Stunden lang und mir komplett Wie in viele seid ihr? zu 7. Geil. Gute Nummer. Gute Und wir haben das Anzahl. Airbnb bloß gekriegt, wenn wir Deutsch sind. Der hat gesagt, er liebt seine deutschen Freunde, weil normalerweise lässt er Leute unter einer 4,8 Sterne Bewertung nicht rein. Wir haben eine 4,5 Sterne Bewertung. Oh. Hat er gesagt, ja, aber weil ihr Deutsche seid. Und ihr werdet grad alles versuch. zerstören. Ja. Vielleicht ist das jetzt mal unsere Chance, eine bessere Bewertung zu kriegen. Weil die Alte in Kroatien, die hat einfach noch gespunnen. Das sage ich euch. Und dann bin ich da für 8 Tage. Am 24. März kriege ich meinen Stern am Walk of Fame. Kriegen wir unseren Stern. Da haben wir schon unseren Termin, das haben wir im Podcast schon angekündigt. Perfekt. Da freue ich mich. Das wäre eine große Feier. Ich darf euch ja einladen, aber ich habe leider nicht genug Geld, um euch alle die Flugtickets zu Voll zahlen. geil. Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist dann unser Urlaub, ja. Dann Und war's dann? das. Dann war's das. Und Okay. dann hat die letzten Worte Wie immer, der wunderbare Harry.